Was für ein Hat man dem Typen an dein Hirn Hey! Top 10 Erich da. Piu, piu, piu. Letzten Dienstag ist die zweite fantastische Folge Good Game mit dem Top 10 Erich auf YouTube erschienen. Und anscheinend ist gewissen CSGO eSports Kids das Intro sauer aufgeschossen. Aber der Top 10 Erich zeigt euch zuerst einmal das vom Top 10 Erich selber erstellte Intro. So, was haben wir heute? Counter-Strike. An was erkennt man einen Counter-Strike-Spieler? Wenn sein Mauspad grösser ist als sein Bett. Das ist 90 cm, wohnt noch daheim. 90 cm, wohnt noch daheim. Aber springen wir doch gerade zu diesen eSport CSGO Kid Twitter-Kommentaren. Der Michael, ich nenne ihn übrigens aber jetzt nur noch seriöser Michael, meint: Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist der Top 10 Erich, wo immer die ganze Seriosität der Sendung zerstört und das Ganze wie einen Joke darstellen. Just my 2 cents. Nimmt die Sendung die ganze Seriosität, stellt alles wie ein Joke dar. Okay. Schauen wir doch mal, was der seriöse Michael für ein Typ ist. Daneben sind wir nicht, wir sind zwischendrin dabei. Genialer Tweet. Wirklich. Seriositätspunkt 200 keine. Schauen wir doch noch weitere Tweets vom seriösen Michael an. Drogen. Sehr seriös. So einer kann sich den Top 10 Erich richtig gut als E-Sports-Enthusiast und Vice-Präsident von Silent Gaming vorstellen. Aber natürlich werden dann auch andere CS-Kids wie der Matthias zu einem Social-Media- und Fernsehformat-Expert und unterstreicht dem seriösen Michael seine Aussage mit dem folgenden Tweet als Antwort. Absolut ihre Meinung. Den Dude kann ich mir safe nicht geben und das Gleiche auch von meinem Umfeld gehört. Anscheinend hat der Matthias als E-Sportler kein Top 10 Umfeld. Aber der Top 10 Erich möchte sich natürlich zuerst einmal ein Bild machen von Matthias, bevor er über ihn urteilt. Zum Beispiel macht der Matthias bei einem Giveaway mit, wo man ein Assassin's Creed gewinnen kann, wenn man ein lustiges Meme als Antwort postet. Und was für einen aberlustigen Tweet fällt dem CS eSport Kid von Ninja Surf eSports ein? Was für ein Hat man dem Typen an dein Hirn Was bist du ein Apfel oder was? Was ist da? Sowas kann der Top 10 Erich und ich hoffe auch ihr nicht einmal als Meme durchgehen lassen. Der Top 10 Erich hat noch gehofft, dass wenn man draufklickt, wenigstens noch irgendein Text erscheint, wo das menschenverachtende oder rassistische Bild wenigstens noch abschwächen wird. Aber irgendwie überrascht es den Top 10 Erich gerne nicht, dass in dieser Schweizer E-Sport-Szene rassistische unterwegs sind. Und wer liked so einen menschenverachtenden rassistischen Scheiß? Natürlich ein anderer Schweizer CSGO E-Sportler. Was zu der Teufel stimmt mit nicht. Aber wenn das noch nicht genug wäre, kann man sich auch noch einen weiteren Tweet vom CSGO E-Sportler Matthias zu Herzen führen. Wenn sogar meine Family fragt, was der Top 10 Autist im TV macht, ihre Sendung, wo ihrer Meinung sonst sehr gut ist, stimmt etwas gar nicht. Jetzt wird man als Beleidigung so gerne mit kranken Leuten verglichen. Nur als Info, hat euch der Top 10 Erich mal einen kurzen Ausschnitt, wie Autismus aussehen kann. Because I'm lovable. Because you're lovable. Yeah. Definitely lovable. I curses. You cuss sometimes, yes. Lots of highs and lots of lows, but... Darum würde sich der Top 10 Erich nie in seinem Top 10 Leben die Frechheit erlauben, eine Krankheit als Beleidigung zu verwenden. Matthias, ich hoffe, die Schweizer E-Sport-Szene ist stolz auf dich für so Aussagen. Jetzt fragt sich der Top 10 Erich natürlich, wer liked so einen überleiteten Tweet? Aha! Der Remo, Manager von Silent Gaming. Eigentlich nicht verwunderlich, denn auch der Remo hat was zu der Sendung Good Game zu sagen, wo der Top 10 Erich drin vorkommt. Vielleicht bin so einfach ich, aber der Humor ist überhaupt nicht meins. Für externe Leute eher eine Abschreckung, weil er halt auch irgendwie ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkt. Auf der anderen Seite denke ich, die Leute aus der Szene werden auch nicht so angetan von jemandem, der quasi einen Dr. Disrespect nachmacht. Fremdkörper. Dr. Disrespect-Vergleich. Shots fired! Aber was ist ein Mensch von Silent Gaming für ein Typ? Puh, okay.
Anscheinend hat der Remo ein paar crazy Photoshop-Skills drauf und ist in der Lage, zum eigene Memes zu erstellen. Aber der Top 10 Erich wäre nicht der Top 10 Erich, wenn er sich das Bild nicht genauer anschauen würde und ein bisschen darüber recherchieren würde. Denn als E-Sports-Manager muss man anscheinend keinen Gedanken daran verschwenden, was so eine Story hinter so einem Bild sein könnte. Und zwar sieht die andere Seite von dem Bild so aus. Ein Zugunglück, was 2014 in Münster passiert ist, wo ein Truck aus Estonia mit einem Personenzug zusammengeprallt ist, was mit 14 bis 16 schwer verletzten Personen geendet hat. Mal Remo, wirklich sau lustiges Meme, was du da kreiert hast, auf Kosten von verletzten und verunglückten Personen. Und wieder gibt es natürlich Leute in dieser hammergeilen Schweizer CSGO E-Sports-Szene, wo der Klickfinger schneller ist als Hirn und einfach so einen Beitrag liken. Aber wer liked so einen Stuff? Ist dir Matthias. Oh! Und natürlich der seriöse Michael. Sehr seriöse Szene haben wir da. Aber jetzt haltet euch fest, denn das hohe Humor- und Meme-Level von der Silent Gaming Community geht natürlich noch weiter. Nämlich der Mark antwortet meinen Dr. Disrespect-Fragen mit folgendem Tweet. Don't feed the troll. If we're lucky, it might starve. Der Top 10 Erich weiss nicht wieso. Aber was hat die Schweizer CSGO E-Sports-Szene mit Leuten verhungern lassen? Irgendwie geht es dem Top 10 Erich nicht in seinen Kopf. Anscheinend finden es die Schweizer CSGO-Kids wirklich geil, sich über Verhungern lustig zu machen. Geile Schweizer CSGO E-Sports-Szene haben wir da. Top 10 Erich hat wieder mal gehörig abgelegt, aufgezogen und RAH! Wow!